Das Bild mit dem Ehegarten pflegen, das finde ich ganz schön. Nehmt das mit. Wir haben einen kleinen Minigarten bei uns und ich bin letztens mit den Finken rausgegangen und ein bisschen rumgeschnipselt. Wir haben einen Rosenstrauch und dann habe ich dann zurückgeschnitten und noch etwas anderes. Das mache ich einfach zwischendurch. Das ist einfach so ein bisschen wie ein Timeout, oder? Es ist eine Erholung, oder? Das ist Pflege. Und nachher blüht das dann wieder im Frühling. Und so geht es auch eben in der Ehe, ja, daran arbeiten, investieren. Das ist schon gut. Aber es soll eine Pflege sein. Und eines der schönsten Bilder, das auch ganz gut zu der Jahreszeit passt, jetzt im Winter, ist natürlich das mit dem Feuer und mit dem Holz. Dass dein Leben, deine Liebe frisch bleibt und die Liebe, eure Liebe, eure Partnerschaft heiß darf bleiben, wie ein Feuer muss man Holz nachlegen. Ihr kennt das Bild. Die eine Schmine haben, die Heime sowieso. Da ist einmal die Frage, wer tut jetzt einführen? Oder wer tut jetzt den nächsten Schritt rein? Sonst geht einfach das Feuer aus. Oder man kann noch weiter ausholen, wer ist verantwortlich für das Holz? Die einen tun das vielleicht noch selber hacken oder zersägen und spalten. Aber man muss es holen, man muss es einkaufen, man muss es reintragen, man muss es vielleicht aufschichten. Und das ist auch mit Aufwand verbunden. Aber das, was nachher daraus resultiert, dass man nachher warm hat, dass man eine schöne Atmosphäre hat, dass man Romantik hat, das ist nachher das wiegt alles andere auf. Und so ist es in einer Beziehung auch. Ehe und Liebe zwischen zwei Menschen bleibt frisch, wenn beide immer wieder sich verschenken tun. Danke vielmals für die Impulse. Nehmt die mit. Und ich möchte jetzt einfach zu dem Abendmahl kommen und auch zu einer Zeit, zu einer gewissen offenen Zeit, wo ihr, wenn ihr als Paar da seid, die Möglichkeit habt, als Paar das Abendmahl auch einzunehmen, vielleicht füreinander auch zu beten. Wenn du alleine da bist, dann nutze die Zeit für dich alleine. Frag vielleicht Jesus, was ist dran in unserer Beziehung? Wenn du Single bist, dann nutze die Zeit für dich persönlich und frag Jesus, wie kann ich mit meinem Leben auch ein Segen sein? Auch eine Ermutigung sein vielleicht für Leute, die in einer Beziehung sind, in einer Ehe sind. Ich möchte lesen aus dem Korinther 13, aus dem Hohelied der Liebe, nochmal 2 Vers, so zum Einstieg zum Abendmahl. Und wenn du da bist oder ihr da sind und sagt, ich würde mich eigentlich gerne segnen lassen, dann komm doch zum Kreuz oder kommt zum Kreuz. Als Paar oder auch alleine. Ich werde dort sein. Es hat auch Leute, die heute eingeteilt sind zum Beten. Die möchte ich auch gerade bitten, führen zu kommen, dass wir dort parat sind, wenn jemand möchte sich segnen lassen. Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Die Liebe wird niemals vergehen. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Von diesen dreien aber ist die Liebe das Größte. Und ihr könnt das Hohelied der Liebe mal rausnehmen und Jesus einsetzen. Es passt. Es geht auf. Das ist das Gleiche. Jesus ist die Agape-Liebe, die reine Agape-Liebe, die sich verschenkt hat, uns Menschen, die sich gezeigt hat als Mensch in Fleisch und Blut. Und bei ihm sind wir immer an der rechten Adresse. Ihm dürfen wir vertrauen. Auch unsere Ehe dürfen wir ihm immer wieder neu anvertrauen.